Ja, was sagt dieser Tag über das Verhältnis der Schottinnen und Schotten zur Monarchie? Darüber möchte ich sprechen mit Andreas Wolf. Er berichtet aus Schottland unter anderem für die BBC. Hallo. Hallo, Frau Gehäuser. Bilder der Trauer und der Anteilnahme sehen wir aus Edinburgh. Was bedeutet der Tod von Elisabeth II. Für Schottland? Ja, Elisabeth II. War in Schottland sehr beliebt und sie hatte Schottland sehr lieb. Sie hatte Balmoral, ihren schottischen Sommersitz, insbesondere sehr gerne und wurde am Wochenende auch in Schottland als die wohl schottischste Monarchin seit Jahrhunderten genannt. Die Tatsache, dass sie dort jetzt auch verstorben ist, hat dazu geführt, dass der erste Teil des Abschieds von ihr dann auch besonders schottisch ausgefallen ist. Zehntausende sind in Edinburgh gewesen, um von ihr Abschied zu nehmen und werden dies auch noch weiterhin tun in den nächsten 24 Stunden. Und es war bemerkenswert, wie ruhig die Massen dort waren heute als Zeichen des Respekts. Der Gottesdienst fand statt in der St. Giles Cathedral der Church of Scotland, dessen Unabhängigkeit der neue Monarch Charles III. Dann ja auch gleich bekräftigt hat. Aber man muss auch dazu sagen, dass es in Schottland auch eine beachtliche Anzahl von Republikanern gibt. Jetzt haben Sie den neuen König schon angesprochen. Was wird denn von ihm erwartet und wie sehen die Schottinnen und Schotten Charles III.? In erster Linie wird von ihm erwartet, wie das auch bei Elisabeth II. Der Fall war, dass er sich aus der Tagespolitik heraushält. Er hat sich in der Vergangenheit oft für diverse gute Zwecke eingesetzt, wie zum Beispiel Umweltschutz oder alternative Medizin. Er ist Schirmherr von 600 Organisationen, unter anderem auch dem College der gälischen Sprache, an dem ich mal vor vielen Jahren studiert habe und dort das Privileg hatte, mit einer kleinen Gruppe von Kommilitonen für ihn singen zu dürfen. Er kam hinterher zu uns, hat sich mit uns unterhalten, mit mir unter anderem auch in fließendem Deutsch. Und er kam dabei als eine sehr nahbare und sehr natürliche Person rüber, genau wie auch seine Mutter. Jetzt hat die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon auch, sie war unter den Trauergästen, eine wohlwollende Rede über die Queen im schottischen Parlament gehalten. Sie ist aber zugleich auch diejenige, die eine erneute Volksabstimmung über eine Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien für 2023 vorangetrieben hat, für den Austritt wirbt. Geht das am Ende irgendwie zusammen? Wie schätzen Sie die Stimmung in Schottland ein? Ja, durchaus. Die schottische Regierung, der SNP, will ja den König als Staatsoberhaupt in einem unabhängigen Schottland behalten. So wie das zum Beispiel auch in Kanada, Australien und Neuseeland ja heute schon der Fall ist. Ich glaube, das ist auch gedacht, um zum Beispiel die Zweifler an dem Erfolg eines unabhängigen Schottlands so ein bisschen zu beschwichtigen, um da Kontinuität zu signalisieren. Das schottische Parlament hat ja ein neues Unabhängigkeitsreferendum beschlossen und es dann gleich dem obersten britischen Gericht zur Prüfung vorgelegt. Hätten sie das nicht getan, wäre es wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von der britischen Regierung angefochten worden, mit der Begründung, dass das schottische Parlament dazu gar keine Befugnis hatte. Im Oktober nächsten Monat soll es dort also zur ersten Anhörung kommen und ein Urteil wird Ende dieses Jahres erwartet. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Andreas Wolf. Gerne, Frau Gehäuser.